Vom 11. bis den 16. Mai war den Ulzig-Kanal mit 22 Deuxième-Schüler auf einer Studiereise in Österreich. Ziel von dieser Reise war es, anhand von Visiten mehr über den Zweiten Weltkrieg zu lernen. Die Initiative ist vom Komitee von Mauthausen ausgegangen und die Schüler konnten sich hier freiwillig ummelden. Sie waren nicht nur von Profen, sondern auch von Membern von dieser Assoziation enkadriert. Am Ganze war mehr 5 DGNW. Zuerst sind wir mit großer Motivation an den Bus geklommen und dann gingen über 750 Kilometer ab Gmunden, wo es ein Hotel war. Nach 10 Stunden sind wir nur noch endlich am Hotel angekommen. Das Programm vom ersten Tag war gut gefüllt. Wir sind morgens mit dem Bus auf Ebensee gefahren. Heute wird am Zweiten Weltkrieg ein Auslager vom KZ Mauthausen. Da sind wir für dich auf Gedenkstätte gegangen. Wir haben ein paar Blumen niedergelöscht und der Guy Dockendorf, der Präsident vom Internationalen Komitee von Mauthausen, hat ein Kurzrede gehalten. Sachez que la souffrance leur a tout simplement mieux qu'à d'autres ouvert un peu plus les yeux sur les défauts et les qualités des hommes. Nachdem wir von unserem Guide ein paar Erklärungen kriegten, konnten wir uns das Gedenkstätte angucken. Hier sind bald alle Spuren vom KZ zerstört gehen. Und das Gedenkstätte also nur mitten an einer City, wo viele Häuser stehen. Eben sie die Eichplatz, wo wir waren, hat mich einfach am meisten mitgeholt. Weil das echt war, was ich gesehen habe, und weil ich durch Stung an sie gezählt habe, dass die Leute eben da auf dem Boden, wo wir Stungen eben gestorben sind. Und ich meine, das war das, was mich am meisten mitgeholt hat, dass wir eben gerade durch Stungen. Danach sind wir durch die City getrippelt, für Uwe bei einem Birsch anzukommen. Da haben wir einen großen Park gesehen. Also Guide hat uns Erklärungen gegeben, dass das die Entrée vom Stolle war, wo die KZ-Häftlingen in Zwangsarbeit leisten. Und viele fragen auch immer, was war da unten, wo das Lager war, was war vorher? Es war nichts, es war Wald. Man hat ein ganz neues Lager eigentlich 1943 im Herbst aus dem Boden gestampft. Die ersten Häftlinge sind täglich herauf und mussten das Lager aufbauen. Die mussten wohl diese großen Betonfundamente mit Flaschenzug errichten und verschrauben. Nun Erklärungen vom Guide konnte mir noch anstollen. Heute war es nicht mehr kaler Ficht, mir auch die Stimmung war richtig bedrückend. Diesen 250 Meter lange Stollen gouf 1944 gegraben, für die Raffinerie mit Kielwasser zu versorgen. Es war nicht nur eine immens schwere Arbeit, aber sie war zum Teil tödlich für die Häftlingen. An immens schlechten Konditionen sind sie bis zur Erschöpfung zu Arbeit getrieben gehen. Die Stollen sind die erste, also die Parterre-Etage, wo wir hineingehen, ist 6 Meter hoch und oberhalb ist noch eine Etage, dort waren Büroräume, Laboratorien geplant, die sind auch gemacht worden. Mittags sind wir auf Mauthausen gefahren. Heute steht das Hauptlager vom KZ. Schon beim Ankommen wirkt die riesige Anlage ob ihn an. Auch heute hat der Guide sich um alles gekümmert. Wir kriegen auch Fotos gewiesen, die uns weisen, wie es ausgesehen hat, wo das Lager gefeuert hat. Mauthausen gilt als ein extrem grausames Lager. Prisonniere sollten heute bis zum Tod schaffen. Ihren Alltag war von Angst und Grausamkeit geprägt. Am KZ Mauthausen selber, wo der Guide uns erklärt hat, die verschiedenen Räume bewiesen hat, die Tötungsräume und auch die Gaskammer gewiesen hat. Das ist immens schlimm fand, weil sich dann die Leute gesagt haben, also Fotos und so, und dann denken die sich, dass die Leute, die ihn auf dem Foto gesagt haben, schon so lebt, dass die dann sich da vorstellt an den Kummern, da was die Leute durch den Kopf gegangen muss sehen, also wie die sich verrodet gefühlt haben und so, das ist bald nicht vorzustellen. Mauthausen selber durch Stungen auch all die Barocken und du hast schon direkt eine ganz andere Atmosphäre, weil noch mehr steht, weil die mehr davon auch matt geholt hast. Wenn ich wirklich
an den Reim war an den Gaskammer wann do dat gesinn huet, dat hëlt en nach viel méi mat an du brauch ihn dann och fannnech einfach im Moment fir dat ze verkraften. Am KZ zum Mordhaus selber beim Krematorium, woch du am Nico de Stung an Himmer du erzählt huet, wie da so aufgelevers. Dat war schrecklich dat Vistall, weil ja, du wurst einfach du Lungen ze dann an sind du an den Uwe geschobe gin. Das war schon ziemlich schlimm. Ein extrem grausam Merkmal vom KZ Mauthausen aus Todesstiege oder auch Fallschirmspringerwand. Für die zu gesehen, müssen wir aus dem KZ herausfuhren, als sie am Bus bis führenden Fuß von der Mauer gefahren. Mich hat aber am meisten geprägt die Todesstiege an die Fallschirmspringerwand, weil die Lungen am plus die Stangen nach an als gi den so doch im Moment so dat do sind die Stangen die sie misisten drohen an Schmenge Meer giffen so stehen wo net packen an so Leute die so komplett aufgemagert sind an überhaupt die balde Milieu wie sollen die so stehen darauf drohen. Den zweiten Tag sie mir du Mäuse Partheim gefuhr. Heugo für Leute mit mentaler oder psychischer Krankheit hingeschickt, für ein paar Stunden nur ihrem Ukommen vergaß zu gehen. Familienmembre sie per Brief kontaktiert gehen, an Doktoren hun den natürlichen Tod aufwand, für ihre Aktivität zu verheimlichen. Einfach das Wissen, dass die Leute so wasch gehalten sind, dass sie eigentlich keine Chance mehr hatten zu leben, sobald sie da angekommen sind. Das hilft einem extrem, auch weil ihnen es kann die Leute, die eine psychische Behinderung haben oder eine physische Behinderung haben, sondern zu wissen, dass wenn die an der Zeit gelebt hatten, dass die dann nicht überlebt hatten, als extrem haftig. Ich gehe so in Hartheim und mich am meisten mitgeholt, weil zumals weil lo so ein 8 Musee war und wenn wir dann an dem Musee waren, dann hat den Heinz du einfach bald schon vergisst, dass so schlimme Sachen nur geschieht sind und dann hat die sich immer daran erinnert, ah, sie früher so viele Leute gestorben, unschuldige Leute, die einfach wegen Einträchtigung nicht erlaubt oder erwünscht waren. Von Hartheim also dann op Steuer gegangen, wo mehr als echte Stollen der Erinnerung besicht tun. Heu huet ein kahl an dunkel Atmosphäre geprägt, wo großer Fichtigkeit ob es geworden. Von eurem Gied krute mehr dann Geschichte von den Stollen erklärt. Diese soll die deutsche Anwohner für Bombardementer schützen. Ab 1942 stung die Stadt oft in der Beschuss, weil zu Steuer wichtig Fabriken stungen. Für Owesessen haben wir nach jüdische Kirche besicht. Beim Owesessen haben wir Anna Juncker aus Deutschland auf Frankreich kennengelernt und konnten als Martinen über das Reis austauschen. Der 15. Mai wird zu Mauthausen eine grosse Kommemorationszeremonie stattfand. Über 50 verschiedene Nationen sind den Tag zusammengekommen, für die Befreiung vom Lager zu feiern. Wir haben uns beim Lützeburgischen Denkmal versammelt, für die eine Schweigeminute anzulehnen. Nachdem sie purierte Gehalle gesehen, haben wir dann noch ein Kehr all zusammen als Themisch gesungen. Donno ist es weitergegangen op e grosse Kortege. All Delegationen von den verschiedenen Ländern sind 101 rund um das Lager abgestaltet gin. All Land ass dun einzeln op den Appellplatz gerufen gin a konnte Blumen niederlegen. Nun folgt die luxemburgische Delegation. Wir freuen uns, die Luxemburger Delegation ganz herzlich hier auf der Befreiungszeremonie zu Mauthausen begrüßen zu dürfen.
ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano. Ich finde es irgendwie ganz interessant, von Leuten von der ganzen Welt zu sehen und einfach zu wissen, dass die ganze Welt immer drauf zu war und einfach wurde realisiert, wie viele verschiedene Nationen in den Konzentrationslagern waren. Sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Palplatz wird der Gidogendorf auch ein bewegend Ried gehalten. Know that suffering has engendered understanding, that hatred has engendered goodness. Think of it, young people. Think also that the importance of a country and its value is not measured by the square meters of floor space, the density of this or that population, the powers of this or that industry, especially not by the glory of this or that man, but by how well all its children stand in adversity. Nur der Kommemorationsfeier an dem Memorial zu Gusen mees man Mark ungeheuer getroffen, den eise bisse vu segem persenischen Zusammenhang mat den Eventer vom Zweite Weltkrieg gezählt huet. Mein Geschichte ist die, dass mein Moni, den Albert Ungeheuer, den war auch an einem Konzentrationskamp zu Natzweiler Struthof, an den erst 1944 umbrucht gehen. Meine Mom war gebürtig Deutsch. Du hast bei Eis dann noch ganz viel über die Versöhnung gelebt, geschwärzt gehen. Und das eben noch immer ausgedrückt gehen, dass nicht all Deutschen ein Nazi waren. Das war das mal auf den Weg tun, dass die Leute nicht sollen nur ihre Nationalität anwenden, mehr nur dem, was sie sind, nur dem, was sie denken. Du da wird gefiel als der als Verwandt von der Moni, dass der aber irgendwo den Job hat, den Massage weiterzudelen. Ja, absolut. Ich meine, ich war immer daran engagiert, wo wir hier sind. Ich meine, am Herr Doggendorf, die das probieren, Jungleute weiterzugehen. Das ist genau das, was wichtig ist, weil das eben sagt, die Krieg leidet so weit weg. Und dann wird die Tendenz, das zu vergessen, was denke ich geschieht. Was meint ihr, dass es doch wichtig ist, vor allem die Tradition von all Jahres Befreiungszeremonie Leben zu halten? Also ich meine, wenn ich denke, nicht mehr stattfindet, dann vergisst sich das ganz. Wenn ich nicht mehr nach aus den Büchern gesagt und nicht mehr selber lebt, dann vergisst ich das einfach. Was zählst du von dieser Reise, wenn du daheim heim kannst? Ich meine, ich gebe Ihnen so, dass der Teil so matt eng von denen prägigsten, aber noch auch emotionalsten Reise war, die ich so matt gemacht habe. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit pur Freunden von mir an meiner Familie. Ich habe sie alle an eine Gruppe gemacht, für dass ich dann direkt Fotos schicken kann und erzählen kann, wie ich das gerade an dem Moment fühlen. Das ist definitiv eine von den emotionellsten Reisen war, die ich jemals mit der Schule gemacht habe. Ja, also ich gebe mir so, dass ob ich voll da wäre und ich bin wirklich froh, dass ich hingekommen bin und das alles gesehen habe. Wohin du jemand das kennst, wie du besiehst und einfach meine Experienzen mitteilen und gucken, was sie auch dazu sagen und mich mit ihnen noch vielleicht austauschen. Was hat dich bewegt, ob das Reis mitzugehen? Ich finde diese Idee mitzukommen, weil das ein einmaliges Reis und die Kader ist auch einmalig. Ich habe direkt mal evaluiert mitzugehen, wie ich das heute proposiert habe, weil ich mal gedacht habe, dass es eine gute Sache für das mit der Schule zu machen. Also ich fand, das eine Sache, die ich mit der Schule möchte. Und am Anfang hatte ich echt da nie gesagt, weil ich Angst hatte, dass es zu krass für mich geht, dass ich das nicht gut verschaffen kann. Ich fand das gut, dass wir heute alle zusammen sind, just für den einen Grund. Mit dem Hund gedacht, wenn ich es nicht mehr wenig dann. Also an Lo mit der Schule ist manchmal eine gute Sache, auch für mich, ob der Döse haben, ein Programm haben. Manchmal ist das einfach gut zu sehen, auch dass ich viel dazu weiß und nach mehr dabei bin, gelernt habe. Ja, ich muss leider so etwa meine erste Kehr, wo ich selbst gemacht habe. Ich fand es vielleicht ein bisschen spät, weil ich hatte gerne schon echt die Realität von der KZ gesehen. Wie hat das ganz auf dich gewirkt? Ich war ein bisschen so down und traurig und war das Mensch einfach geprägt, weil wir wussten, dass genau da
wo mehr sinn, dass do Leute, dass dat do denen Leute geschieht, sondern das Melo durchsti, wo sie 4 Stunden. Die Rees war emotional ganz matholend an auch op verschiedene Plätze ganz anstrengend. Schon mal schon gedacht, dass ich do werd emotional gehen, me trotzdem und aber trotzdem méch stark reagiert, wie ich lo gedacht hat. Und zum Beispiel haut doch, ich meine Haut war schon so an Deck an die 20 Grad und wir mussten do, ich weiß nicht wie lange an der Sonne stehen und da waren wir schon neu genervt. Aber was tun die Leute müssen, ich meine wir sind an der Birche am Winter, geht halt mega kalt. Was müssen die Leute alles matt machen, so bei schrecklichen Wetterkonditionen? Das nicht so Wort, weil ich halt mit Interesse gegangen bin, aber nie wirklich so emotional damit da beschäftigt war. Aber nur ist mir ganz nur gegangen, wenn wir da waren. Ich bin noch froh, dass ich mitgekommen bin, obwohl es eben schlimm war. Aber ich meine, ich werde das mehr für mich selber ein bisschen verarbeiten. Ich habe es relativ gut verschafft, weil ich weiß nicht genau für was, aber ich war überrascht, dass ich nicht so krass reagiert habe. Ich hatte gedacht, ich würde mehr reagieren, wie ich am Endeffekt gemacht habe. Egal wie hart das schwer, das auch das alles so zu verkraften, das war das eine Realität, das selbst was existiert hat. Ich meine, ich werde die nächsten Wochen das recht realisieren und verdauen auch an da eins gehen. Ich gehe aber meinen Schnitt mit einem traurigen oder deprimierten Gefühl hin. Ich meine, die Bilder werden für immer in meinem Kopf bleiben. Ich meine, ich probiere echt das positiv mit ihm zu holen und daraus zu lernen. Wo der Deppes Poet, das kann von den Zeitzeiten mitgegangen sein. Die Leute, die mit uns hier waren, wo sie von ihren Eltern und so geschwärzt und von eigenen Experienzen, was sie gezählt kriegt und ich auch immens krass fand, weil sie eben dann noch mehr emotional reagieren wie mehr Leute. Also schon gut fand, dass sie mit waren, weil so hatte mehr eben Chance für ihnen Not zu lauschen, die Fragen zu stellen. Das finde ich auch noch mehr interessant, wenn sie du irgendwelche Anekdoten erzählt, weil du kannst noch mehr mitfühlen und das ist noch mehr greifbar. Wie gehst du Leute überzeugen, für selber hingucken zu kommen? Ich kann Ihnen nicht mehr so, dass ich das, also wie wichtig ich das fand, aber wie wichtig das auch für mich war, weil ich halt alles halt mitholen von der Reise. Ich meine schon, dass es sinnvoll wäre, aber ich gebe es aber auf freiwilliger Basis los, weil ich meine, es gibt aber viele Leute, die das gut nicht verkraft kriegen oder diese Sachen nicht können gesehen oder so. Aber ich wünsche mir dann auch, dass Leute das vielleicht auch so gesehen, dass sie dann auch selber fanden, dass das wichtig ist, dass vielleicht so ein Reis machen. Aber ich meine nicht, dass ich da überzeugen kann, so ein Reis zu machen. Das muss ich schon aus eigener Wille machen. Können so ein Reis rechtsradikalen umstimmen? Ich weiß nicht, ob die Leute die Meinung geändert haben, was hinkommen will, wenn da so eine riesige Festung gesagt mit denen Drohten und Gaskammern innen und so. Und plus die Fotos noch, das meine ich also etwas, was mega krass prägt, die Fotos von den aufgemagerten Leuten so, die sind ja nicht gestaltet. Das ist halt schwer zu sagen, ob die Leute umstimmen können, aber wenn ich nicht kann, davon schon die Leute nicht verdient hinzugehen, weil wenn ich höre, wie sie so Sachen suchen, dann denke ich mir, das gehört nicht hin. Ich meine, das hängt ganz von der Situation ab, wenn du hier steht, den von Tutner bloß keine Ahnung hat. Da meine ich, gebe ich so, ja, dann komm mal hin und dann guckst du das mal. Für ehrlich sind schon ein paar Leute auch in NRW, nur nicht von unserer Gruppe mit, weil noch andere Leute da, die das besichtigen, gesehen, wie die reagiert und die Sachen gesucht haben, eben am KZ selber. Wo ich mir gedacht habe, wenn du stehst, verstehe ich nicht, wie du das kannst normal von den selbst zu sagen. Wenn du ein rechtsextremer Mensch für mich steht, meine ich, gehst du sie los und gehst nicht so, weil das kein Wert. Also zum Beispiel Leute, die meinen, dass für alles gut geschieht, da gebe ich so ein Geh mal gucken und guck da mal an, wie schlimm das alles ist oder wie schön das alles war. Wie unterscheidet sich so ein Reis von einer Geschichtsstunde? Aber es ist komplett anders, dass sie, wenn am Kurs sitzt, ein Geschichtsbuch abmischt und du liest, dass so viele Leute da gestorben sind. Es war immens interessant, einfach das Ganze zu sehen und alles in Realität zu sehen, also statt vorstellen zu können, weil ihnen das so just immer in den Geschichtsbüchern gesagt und am Geschichtskurs erklärt kriegt oder so sich einfach.
Thank you.